Dani Weber hat gesagt, dass es ein bisschen anders ist, als man sich das manchmal vorstellt. So mit was regnet und was nicht. Und ich wollte es auch anders dastehen heute Morgen. Ich bin nämlich gestern in den Laden rein und wollte ein Schweizer Liebling kaufen. Tatsächlich, der dritte Laden hat eins gehabt. Ich habe in den Spiegel geschaut und dachte, ich mute euch das nicht zu, schaut ihr mir auf den Bauch. Also habe ich mich jetzt anders angelegt. Das heutige Thema, das ich gesetzt habe, heisst Danke.Schweiz. Und wir haben 3 Teile heute Morgen. Der erste Teil eben Danke.Schweiz, der zweite Bitte.Schweiz und der dritte Sorgheben.Schweiz. Danke.Schweiz. Psalm 103, Vers 1 bis 2 steht: Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was sie dir Gutes getan hat. Der Psalmist ermutigt uns, oder mehr noch, er fordert uns raus, er ruft uns auf zur Dankbarkeit. Gott zu danken. Muss er denn das sagen? Vergiss nicht, was Gott dir gut getan hat, meine Seele. Ist das nötig, dass man es betont? Sicher nötig, bis zur heutigen Zeit. Denn wir Menschen wissen immer, was uns noch fehlt. Wir Menschen wissen immer, was schief läuft. Wir Menschen wissen immer, was vor allem die anderen noch besser machen können. Wir Menschen wissen immer, was uns noch fehlt, zum Glück. Das ist auch in Bezug auf unser Land der Fall. Wir Schweizer sind Weltmeister, wenn es um ein Wörtchen geht. Das heisst aber. Die Wirtschaft läuft gut, aber. Es regnet wieder mal, aber. Das Wörtchen aber, das schränkt immer ein. Und vergiss nicht, was ihr Gutes getan hat. Ich habe über unser Land nachgedacht, was wir alles zu danken haben für unser Land. Und wenn ich jetzt das erzähle und euch mitnehme, dann denken die einen, Johannes, weisst du nicht, was los ist? Ich bin News-Junkie, ich weiss, was los ist. Aber Freunde, können wir noch danken, ohne Vorbehalt, für das, was wir haben? Der Psalmist fordert uns auf dazu, nicht umsonst, weil er weiss, wie schnell wir ins Jammern kommen und Säbnen und dies und jenes. Mein erster Untertitel heisst Danke.730 Jahre. Danke.730 Jahre. So lange gibt es unser Land. Im 5. Buch Mose ruft Gott den Menschen zu und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat. Diese 40 Jahre. Und ich habe in der Vorbereitung empfunden, dass es Gott zuruft, gedenkt des ganzen Weges, wo Gott euch in dem Land in den letzten 730 Jahren geführt hat. Ich möchte nur 3 Aspekte anfügen. Mehr Zeit habe ich nicht. Ich hoffe, es kommt euch viel mehr in den Sinn. Der erste Aspekt ist, seit 730 Jahren steht über der Schweiz im Namen Gottes des Allmächtigen. 1291 ist das Wort im Bundesbrief vorausgestanden. Im Namen des Allmächtigen. Und 1848 ist die erste Bundesverfassung geschrieben worden. Und sie fängt an, im Namen Gottes des Allmächtigen. Ich habe mal nachgeschaut heute Morgen, als ich früher aufgestanden bin, so viel hat sich verändert bei der Bundesverfassung. Überall steht unten Fußnoten, wenn was abgeändert worden ist, welche Abstimmung das wann war. Aber etwas ist geblieben. Trotz allem. Im Namen Gottes des Allmächtigen. Und das macht mich heute Morgen dankbar. Das Zweite, was mich dankbar macht, ist Frieden. Wir haben seit 1847 keinen Krieg mehr in der Schweiz. Welches Land kann das sagen? In Europa oder sonst noch auf der Welt. Seit 1847 sind wir immer wieder haarscharf an jedem Krieg vorbeigeschrammt und haben Frieden vor Krieg in unserem Land. Wenn das nicht Grund ist zur Dankbarkeit. Und dann die humanitäre Tradition bei uns in der Schweiz macht mich auch enorm dankbar. Einerseits haben wir 1572 und 1685 den Hugenotten und den Waldenser, die in Europa knallhart verfolgt worden sind, Asyl geboten und haben sie aufgenommen, damit sie ihren Glauben weiter leben können
und mehr als überleben. Das ist humanitäre Tradition. Das ist Asyl. Vor etwa 4 Jahren bin ich mit meiner Frau zusammen zu Genf gewesen. Und wenn ihr mal auf Genf geht, rate ich euch unbedingt ins Rotkreuz-Museum zu gehen. Geht neben dem UNO-Sitz zu. Es hat mich tief berührt. 1863 ist das Rotkreuz vom Henri Dunant gegründet worden. Und ich bin durch die Ausstellung durchgelaufen und gesehen, was in der Schweiz an humanitären Sachen, aber auch weltweit bis zum heutigen Tag geschieht, wo wir manchmal gar nicht wissen, wo man gar nicht beachtet. Es gibt weltweit nichts Gleichliches, Einzigartiges, das so grosse Tradition hat wie das Rote Kreuz. Humanitäre Tradition. Dann vor ein paar Wochen bin ich in Luzern allein, hatte dort beruflich zu tun gehabt. Und ich bin nach vielen, vielen Jahren wieder einmal ins Bourbaki-Museum. Wer war schon mal da gewesen? Ha, was sind denn die für Schweizer? Das Bourbaki. Im Winter 1871 sind 87'000 Soldaten, die knapp am Tod vorbeigeschrammt sind, in die Schweiz gekommen, mitten im Winter über die Berge nie, die sogenannte Bourbaki-Armee, die Armee vom General Bourbaki. Sie ist da interniert worden in der Schweiz. Wir Schweizer haben sie aufgenommen. Die 87'000 Menschen, und dort war die Schweiz noch ein bisschen kleiner als jetzt. Noch nicht ganz so viele Banken gegeben. Viel einfacher. Selber nicht reich gewesen. Aber 87'000 Soldaten, die eigentlich am Untergang geweiht sind durch die Zivilbevölkerung verpflegt worden und medizinisch versorgt. Wir haben die 87'000 Männer in 188 Gemeinden in der Schweiz verteilt. Und in diesen Gemeinden haben Privatpersonen für diese Männer gesorgt, bis sie wieder haben können, ihre Heimat zurück. Das Dankepunkt 730 Jahre. Der nächste Untertitel heisst Dankepunkt heute. 5. Mose 6,10 steht: Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Einerseits sagt Gott zu seinem Volk, schau zurück und bist dankbar für das, was war, wo Gott dir durchgeholfen hat. Das haben wir gemacht. Und das Zweite ist, wenn du dann bist in dem Land, wo wir jetzt sind, und du bist satt und hast genug gegessen, außer du hättest bewusst aufs Frühstück verzichtet, weil du merkst, dass du satt genug bist. Oder vielleicht ein bisschen übersatt. Aber wenn du in das Land kommst und satt bist, dann vergiss nicht, dem zu danken, wo dir das Land gegeben hat. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, für was ich dankbar bin. Wir sind eines der stabilsten Länder auf der Welt überhaupt. Wir haben eine echte Demokratie und Mitbestimmung. Ich weiss nicht, wo sonst auf der Welt. Wir sind in einem Land, wo wir Ruhe und Ordnung haben. Wir sind in einem Land, wo wir Rechtssicherheit haben. Wir sind in einem Land, wo wir Meinungs- und Religionsfreiheit haben. Wir sind in einem Land mit grosser sozialer Sicherheit. Ein dichtes soziales Netz, IV, AHV, Sozialhilfe. Wir sind in einem Land mit Top-Schulen und einem Top-Bildungswesen. Wir sind in einem Land mit einem Top-Gesundheitswesen. Wir sind in einem Land mit Ernährungssicherheit und wir können einfach den Hahn auftrüllen, das Maul drunter heben und trinken. Es gibt noch viel mehr. Danke, Punkt Schweiz. 730 Jahre und heute. Und jetzt möchte ich euch bitten, zum Aufstehen. Und ich möchte, dass wir zusammen beten. Und jetzt mal nur danken für die Schweiz und macht doch das für euren Platz. Für das, was euch in den Sinn kommt, wo ihr könnt danken. Ob ihr Schweizer seid oder nicht Schweizer, spielt überhaupt keine Rolle.
Aber wir alle, die in diesem Land Gastrecht haben oder im Land leben, überlegt euch, für was ihr danken könnt. Wir wollen das jedes an seinem Platz machen. Ich lade euch dazu. Ich mache dann den Abschluss. Ja, Vater im Himmel, du rufst uns auf zum Danke sagen. Und ich möchte dir Danke sagen für unser Land. Einfach brutto Danke sagen. Und ich nachgedacht habe, mein Herz einmal froh geworden. Ich nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, wie unverdient das ist, dass ich in diesem Land geboren bin. Wie unverdient das ist, dass ich in diesem Land erfunden. Und wie gewaltig, segnend und schützend deine Hand über dem Land war bis zum heutigen Tag. Ich möchte dir Danke sagen, von ganzem Herzen. Amen. Wir dürfen wieder absitzen. Der zweite Block heisst Bitte Schweiz. Und ich nehme das Wort aus dem 1. Timotheus 2, 1-2. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Das Gebet für unser Land. Das Gebet für die verschiedenen Bereiche unseres Landes. Und ich habe 5 Leute angefragt, ob sie heute Morgen kommen und uns in der Fürbitte anleiten. Das geht vielleicht etwa 8 bis 10 Minuten. Wer mag, soll doch aufstehen dazu, innerlich mitbeten. Aber man kann auch innerlich mitbeten, indem man sitzt. Wir werden in der Bibel immer aufgefordert, Fürbitte zu tun für unser Land und die verschiedenen Bereiche. Ich lade euch ein, mindestens innerlich mit dabei zu sein. Ewiger Vater, zunächst möchte ich dich danken von ganzem Herzen. Ich preise dich, ich erhebe dich hoch, dass du uns bis diesen heutigen Tag durch deine Gnade getragen hast. Herr, danke für diese Gelegenheit, dass du uns gegeben hast. Herr, in Vertretung aller Ausländer komme ich vor deine Thron Gnade. Herr, erfülle die Anliegen aller Ausländer, die hier leben. Herr, möchte ich dich auch bitten, vor allem für diejenigen, die unter Trauma leiden, dass du sie befreist, dass du sie heilst, dass du sie neue Hoffnung gibst. Bei dieser Gelegenheit möchte ich dich auch die Schweizer Regierung und Bevölkerung danken, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, dass wir hier sicher und friedlich leben zu dürfen. Segne sie, beschütze sie, bewahre sie. Ich bitte das in den Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Ja, Jesus, und ich danke dir vielmals, dass du die Familie geschaffen hast. Danke für deine guten Gedanken über die Families. Und so bitte ich auch einfach bitten für die Families in der Schweiz, dass du dort einfach wieder Mittelpunkt sein darfst, dort, wo du vielleicht weggefallen bist. Ich bitte dich besonders für die Ehen, wo vor schwierigen Herausforderungen stehen, dass du, Herr, dort wieder trainieren kommst, dass du wieder darfst, Überhand nehmen, dass du wieder darfst, der Wegweiser sein. Und ich bitte dich auch für Beziehungen zu den Kindern, von den Eltern, dass die auch dürfen gefestigt sein und dass die Kinder auch einfach dürfen ein wohles Zuhause haben in den Families, wo sie sind. Und ich bitte dich einfach auch für Geschwisterbeziehungen untereinander, dass die auch dürfen einfach einen guten Weg miteinander finden. Und ich bitte einfach auch um Schutz von dieser Family, wie du sie gedacht hast, dass auch die Regierung die Family schützt und dass einfach auch dein Segen darf über diesen Families stehen. Und ich danke dir, dass wir da uns eins machen dürfen und wirklich für die Families schweizweit dürfen einstehen.
Und ich danke dir, dass du voller Liebe und Gnade bist und gute Gedanken hast über die Families, über jedem Einzelnen. Amen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für die wunderbare Wirtschaft, die du gegeben hast der Schweiz, dem Erfindergeist und all dem, was die Schweizer Wirtschaft ausmacht. Ich möchte dich aber auch bitten, dass du jetzt Sorge hebst dieser Wirtschaft, dass du diesen Leuten, die Entscheidungen fällen, dass du denen begegnest, dass sie nicht allein sein müssen. Ich bitte dich, dass du der Wirtschaft der Schweiz, den kleinen Unternehmen, grossen Unternehmen, einfach allen denen, die in Verantwortung stehen, dass du denen begegnen und dass du denen viel Weisheit und Gelassenheit gibst. Dass du ihnen begegnest und ihnen auch zeigst, wo der Weg ist. Ich möchte dich auch bitten, dass du Zuversicht schenkst, all denen, die in einem Tunnel sind und kein Licht sehen. Du ihnen das Licht anzünden vor ihnen. Bist du bei ihnen, nimm du sie an der Hand und gang du einen Schritt mit ihnen. Ich bitte dich, dass du der Wirtschaft, der kleinen Firmen, der grossen Firmen, einfach allen, die arbeiten in dieser Schweiz, dass du ihnen zeigst, wo noch etwas zu erfinden ist, eine Innovation oder wo wir einen Unterschied machen können. Ich möchte dich bitten, dass du da bist in dieser Schweizer Wirtschaft, dass du darfst weiter zeigen, wo es lang geht, wo es auch Ehrlichkeit drinnen sich widerspiegelt. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, und Gott, ich möchte dir einfach Danke sagen für das Land, wo wir drin leben, für die Frauen und Männer, die du einfach während diesen 730 Jahren begleitet hast. Dass sie haben können für Werte einstehen wie Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und dass wir heutzutage einfach in einem Land leben, das sicher ist und wo wir einen funktionierenden Staatsapparat haben. Herr, ich möchte dir auch Danke sagen für alle Personen, die sich auch heute engagieren in der Verwaltung und der Politik und versuchen, gemeinsame Lösungen für die Allgemeinheit zu finden. Und Gott, ich bitte dich einfach um Weisheit und Mut für den Bundesrat, für das Parlament, für Personen in der Verwaltung, für in den Städten, in den Gemeinden, dass du ihnen einfach beistehst in wichtigen Entscheidungen. Gerade momentan mit Corona, mit dem Unwetter, Klimapolitik, Zusammenarbeit mit der EU und dem Ausland und einfach alle anderen Punkte, die anstehen. Herr, ich bitte dich wirklich einfach um Hunger nach Gerechtigkeit, Wahrheit und Barmherzigkeit für Politiker und auch um Einheit im Bundesrat für all die Entscheidungen, die noch bevorstehen. Und Gott, ich möchte dich wirklich einfach auch bitten für alle Politikerinnen und Politiker, die mit dir unterwegs sind, dass sie Freude haben, deine Werte hineinzugeben in die Gesellschaft. Und Herr, ich möchte dich auch bitten für Winterthur. Nächstes Jahr stehen die Wahlen an, dass du auch dort einfach die richtigen Leute an den richtigen Platz stellst. Amen. Gott, unser Land hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Lass uns alle verantwortungsvoll damit umgehen. Mit Geld, Zeit und den Menschen, die dabei arbeiten. Ich bitte dich, dass die medizinischen und therapeutischen Massnahmen, die uns zur Verfügung stehen, zum Wohl der Menschen, die hier leben, eingesetzt werden. Ich bitte dich um eine gerechte Verteilung der vorhandenen Ressourcen. Nicht um Eigennutz und bewahre uns vor Bereicherung. Gott, hilf uns, allen der Gesundheit den Stellenwert zu geben, der uns erlaubt, nicht von ihr abhängig zu werden. Hilf uns, Gesundheit und Krankheit als Teil vom Lebens zu erkennen. Hilf uns zulassen, dass gesund sein, stark sein, aber auch krank sein, leiden und sterben in unserem Leben und im Leben von Menschen, die wir lieb haben, vorkommt. Hilf uns darauf zu vertrauen, dass weder das eine noch das andere uns von deiner Liebe trennen kann. Ich bitte dich für die Entscheidungsträger in der Politik, die über das Gesundheitswesen entscheiden und das Geld verteilen. Schenk ihnen Weisheit und Weitsicht. Ich danke dir für die Leute,
in der Forschung und in der Entwicklung, dass du ihnen als Schöpfer kannst begegnen und sie deine grosse Kraft können bestaunen. Ich bitte dich für alle Therapeuten, für Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychotherapeuten und was es sonst noch alles gibt, dass sie andere Menschen ermutigen können und durch ihre Arbeit ganz praktisch helfen können. Ich bitte für alle, die in Notsituationen arbeiten, dass du ihren stressigen Alltag, dass du ihnen Kraft gibst und du ihnen wieder Ruhe ins Herz schenkst. Ich bitte für Betreuungs- und Pflegepersonal in unseren Spitälern, in unseren Heimen. Segne sie mit Geduld. Ich bitte dich um ein Segen für alle Ärzte, dass sie die anspruchsvolle Arbeit, all die Anforderungen, die an sie gestellt werden, können bewältigen. Und ich bitte dich für alle Christen, die im Gesundheitswesen arbeiten, in all diesen verschiedenen Berufen, in welchen Funktionen auch immer. Schenke uns immer wieder ein Charisma und ein Herz für unsere Arbeit. Und dann bitte ich dich, Herr, dass du uns Christen im Gesundheitswesen den Mut gibst und die Kraft gibst, den christlichen Platz auszufüllen, die christlichen Werte zu leben und die Hoffnung, die wir in uns hineintragen, weiterzugeben. Amen. Danke euch vielmals, dass ihr da hochgekommen sind. Wir haben etwas gespürt von den unterschiedlichen Arten von Fürbitte. Auch Fürbitte, wenn man so eingeht für etwas, können auch sehr emotional sein. Die Bibel fordert uns alle auf, wenn wir mit Christus unterwegs sind, in der Fürbitte zu stehen, in den verschiedenen Bereichen, vor allem dort, wo ihr im Bereich drin sind. Fürbitte ist das Umgekehrte von Kritik. Fürbitte ist das Umgekehrte vom Schlechtreden. Aber unsere Fürbitte muss deckt sein mit unserem Reden und Handeln im Alltag. Ich glaube, das ist entscheidend. Wenn Fürbitte losgelöst ist von unserem Handeln und von unserem Sein, weiss nicht, ob sie dann wirklich noch Kraft und Wert hat. Darum ist mein letzter Titel «Sorge haben, Punkt Schweiz». Ich rufe uns alle auf heute Morgen, unserem Land Sorge zu haben. Hebt um Himmels Willen dem Land Sorge. Wenn nicht Menschen, die Jesus nachfolgen, das machen, wer hat denn sonst noch Grund dazu? Was meine ich mit Sorge haben? Was gehört darunter? Erstens, Sorge haben mit unseren Ohren. Sorge haben mit den Ohren heisst, einander zuhören. Zuhören, die anderen Standpunkte. Zuhören von Menschen, die nichts haben. Einfach zuhören und ein bisschen weniger schnell reden. Ein bisschen weniger schnell unsere Leidenschaft rauszubringen für irgendein politisches oder sonst Thema, sondern eben Sorge haben mit deinen und mit meinen Ohren. Zuhören ist das Erste. Das Zweite ist Sorge haben mit deinen und meinen Worten. Haben wir Wort von der Ermutigung? Oder haben wir Wort vom Abreißen? Haben wir Wort vom Streiten? Man kann schon mal streiten. Aber Sorge haben in unserem Land können mit Wort von der Ermutigung. Sorge haben mit unseren Taten. Indem wir wirklich auch Turnen gehen, Freunde. So viel jämmerlet und dann frage ich, bist du in der Urne gewesen? Und sie sagen nein. Sorge haben in unserem Land mit unseren Taten, indem wir wirklich auch unsere Pflicht als Bürger wahrnehmen. Unsere Privilegien. Aber auch Sorge haben mit unseren Taten, die Möglichkeiten haben, in Schulbehörden mitzuarbeiten.
in politischen Gremien mitzugestalten, mitzuschaffen, auch wenn das noch so mühsam ist manchmal. In den Schulen, in der Wirtschaft, egal wo, mitzugestalten an unserem Land. Es hat Zeiten gegeben, da sind Freikirchenchristen, haben sich vergraben und gesagt, der Herr kommt sowieso bald, was soll es noch? Und ja, in die Politik, das ist daneben. Mit dem müssen wir aufhören. Wir müssen unsere Verantwortung wahrzunehmen, in dem Land mitschaffen. Wie ein Daniel. Der Daniel ist mir so, in dem alttestamentlichen prophetischen Buch, ist mir so ein Vorbild. Wie er mitgestaltet hat, wie er den Königen gedient hat, auch wenn sie daneben sind und trotzdem sein Glauben Vatergrad gelebt hat. Das geht zusammen. Es geht zusammen, unserem Staat zu dienen und den Glauben gerade zu leben. Mit unseren Ohren Sorge haben, zuhören. Mit unseren Worten Sorge haben, ermutigen. Mit unseren Taten Sorge haben, indem wir abstimmen, wählen und indem wir aktiv der Gestaltung von dem Land, wo immer unsere Begabung liegt, Anteil nehmen. Und über allem, es sind Friedensstifter gesucht. Gerade in der jetzigen Zeit, einmal mehr, immer wieder sind Friedensstifter gesucht gewesen. Aber jetzt in dieser Zeit haben wir besonders Freunde, die so diskutiert und gemacht und ausgrenzt und gemacht und da hat Friedensstifter. Ich rufe uns auf, ich rufe dich auf, der du da bist und daheim bist, in Honolulu oder ist mir egal wo. Sei ein Friedensstifter. Mit deinen Taten, mit deinen Ohren, mit dem, was du redest. Sei ein Friedensstifter. Und vielleicht wettest du in dieser Zeit, die jetzt kommt, noch um Vergebung bitten. Und du siehst, wo du das nicht gewesen bist. Du siehst, wo du polarisiert hast. Du siehst, wo du den Unfrieden vorangetrieben hast. Freunde, so schnell, mir geht es auch so. So schnell bin ich drin. Über allem sind wir doch Friedensstifter. Danke Schweiz, bitte Schweiz, Sorge haben Schweiz. Jetzt will ich nochmal beten und bitte euch nochmal aufzustehen dazu. Herr, wir stehen vor dir als Menschen, die Bürger sein in diesem Land oder in diesem Land leben, egal wie. Wir haben dir schon gedankt dafür und wir haben Fürbitte da für verschiedene Bereiche. Wir wollen jetzt auch für uns selber bitten, dass du uns Kraft und Weisheit schenkst, Besonnenheit, Ideen, Kreativität, wie wir beitragen können, dass unser Land blühen kann. Und wir können beitragen, wie das, was blüht, aber auch teilen mit der anderen Welt. Teilen mit denen, was nicht gut geht. In der Schweiz und weltweit. Danke dir für die humanitäre Tradition für unser Land. Danke dir, was da alles geschehen ist, was ich im Museum gesehen habe. Am Museen sind früher. Und ich bete, dass es weitergeht in unserem Land. Und so beten wir zusammen um deinen Segen und deinen Schutz für unser Land. Und sagen, dein Reich komme. Und wir sagen das mal miteinander, dein Reich komme. Dein Reich komme. Und dein Wille geschehe. Wir sagen beides miteinander. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Um das beten wir. Vater im Himmel, in Jesu Namen.